Super, hey, richtig, richtig cool, dass du dabei bist. Richtig schön, dass wir jetzt noch eine Q&A machen werden. Und zwar habe ich ein paar Fragen rausgeschrieben, die im Chat aufgekommen sind. Und Leo und ich haben uns kurz darüber unterhalten, aber ich glaube nicht, dass alle Fragen jetzt gleich wir schon abgesprochen haben. Deswegen, ich freue mich auf ein kleines Q&A mit Leo jetzt. Danke dir. Hey, zum Anfang einfach ganz grob oder gefragt, warum ist es wichtig, dass wir in die Church geben und gerade unsere 10% in die Church geben, weil es gibt ja so viele andere Möglichkeiten auch zu geben. Ich finde, das beste Beispiel, was ich gehört habe früher und auch theologisch dieses Beantworten ist, wenn du gehst nicht in McDonald's essen, aber der Burger King hat eine größere Not, macht man nicht. Also da, wo man geistlich genährt ist, sagt die Bibel, wo auch die Familie da ist, gibt man auch hinein. Und du kannst noch ein bisschen auch egoistisch denken, wenn jeder will eine schöne Church, ein cooles Kirchenprogramm für die Teenager, und wenn man nicht spendet, kann es dementsprechend auch nicht cool sein. Also es hat auch einen Aspekt von da, wo ich auch hingehe, möchte ich auch schön ist. Und die Bibel sagt, da, wo man auch genährt wird, gibt man das auch hin. Und man kann ja sagen, man gibt 10-11% in die Church und der Rest, was man hat, kann man auch noch verteilen. Und das ist für mich eine schöne Ordnung. Wie gesagt, man kann ja von Schmarotzer sein, hinkommen und sagen, ich nehme alles das Gute, aber bezahle da, wo die Not größer ist. Es ist einfach, das geht in meinen Augen nicht. Ja, cool. Sehr cool. Das Buch ist natürlich mega, mega gut. Es sind mega gute Themen. Warum sind dir diese Themen gerade so wichtig? Ja, wir haben ja mega lange mit einem Team auch recherchiert, welche Bereiche auch in der Wirtschaft oder auch sozial sind die Themen, die Leute beschäftigen. Wir haben dann auf diese 5 Schwerpunkte runtergebrochen, wo wir glauben, wo auch die Leute am meisten kämpfen. Also es gibt auch Räder, wo zum Beispiel 8 Themen drin sind. Wir haben es auf 5 beschränkt. Es ist übersichtlich, einfach, aber jedes Thema hat natürlich Unterthemen. Das ist ja nicht einfach so Ressourcen gleich nur Finanzen. Das ist auch die Zeit. Es ist deine Talente. Es ist auch die Umwelt, die Gott uns anvertraut hat. Darum habe ich heute nur auf einen Aspekt rausgenommen aus der Predigt, weil man kann ja nicht immer auch über das Gleiche sprechen. Ja. Zum Thema Predigt. Im Chat, im YouTube-Chat kam ein interessanter Satz heute und der ist mir einfach hängen geblieben. Er sagte, es hatte sich heute mehr wie ein TED-Talk als eine Predigt angehört. Was hältst du davon? Ja, das ist cool, weil der Punkt ist, dass wenn du lange im ICF bist, bist du froh für die Abwechslung, und zum Beispiel diese 2 Kreise, über das habe ich noch nie gesprochen. Das war für mich ein völlig neues Bild in dem Sinne, und ich glaube, die Leute, die schon lange dabei sind, sind mega dankbar, dass nicht immer das gleich kommt, der 10., Malachi, bla 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 bla. Ich habe auch Predigten gehalten über den 10., eine ganze Message nur theologisch oder auch über die First Fruit theologisch, und wenn man eben lange dabei ist, muss man variieren und man kann nicht immer alles das Gleiche bringen. Logisch, jede Predigt ist einseitig in dem Sinne, man nimmt einen Aspekt raus, und dann gibt es natürlich auch 1000 Fragen, warum der 10. und so. Auf das bin ich theologisch nicht eingegangen. Im Buch geht es zum Beispiel, auf das geht es wieder ein. Im Buch geht es darum, warum der 10. Absolut. Ja, cool. Geht es im Buch auch um andere Bereiche dann außerhalb von Finanzen in dem Thema Ressourcen? Ja, es geht auch um den Umgang, wie gehe ich um mit der Natur. Über das haben wir auch eine Predigt gemacht vor ein paar Monaten, und man kann nicht immer über das gleiche Thema sprechen. Und über die Finanzen mag ich mich nicht mehr erinnern, ich habe schon Jahre nicht mehr eine Predigt gemacht, nur über die Finanzen. Und der Grund ist auch so, wenn man darüber spricht, Leute haben es nicht gerne. Leute sagen nicht danke vielmals, und es löst immer etwas aus. Über Gnade und Vergebung, da sagen Leute, oh, es war so tief. Aber Finanzen, man gibt oder man gibt nicht, das ist schwarz oder weiß, das ist ganz, ganz einfach. Und Finanzen löst was aus, und das Thema Sexualität auch. Diese 2 Themen darfst du nicht darüber predigen. Aber Jesus hat mehr über Finanzen gepredigt als über Gebet zum Beispiel. Ganz interessant. Aber es ist eben keine Grauzone. Du machst das oder machst es nicht. Gnade ist ja ein Gummibegriff, da muss ich ja nichts machen. Ja, es tut halt weh, weil Finanzen tun in gewisser Weise auch weh, oder? Ja, aber wenn man dann mal durchgebrochen ist und das Prinzip versteht, dass ich beschenkt bin, ändert sich auch deine ganze Gesinnung. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn Leute kommen, ja, der 10. ist Altes Testament. Nee, Jesus hat es gesagt in Matthäus 23, gebt von allen, von Minze, Dill und Kümmel, aber vom 10. müsst ihr nicht aufhören. Er hat es gar nicht aufgelöst. Hat gesagt, das eine tun, das andere nicht unterlassen. Das Prinzip hört gar nie auf. Und wenn man das mal entdeckt hat, merkt man plötzlich, es ist wie wenn man die Hand hat, wenn man sagt, ich gebe, lasse ich ja los, und das tut mega weh, muss vertrauen. Aber meine Handflächen sind so offen für den Segen von Gott, und man ist überrascht, und es fühlt sich auch ganz anders an, wenn Gott dich beschenkt. Also es ist ein ganz anderes Lebensgefühl.
Mega interessant. Jetzt ist natürlich das Bild, jeder soll geben, egal ob du reich oder arm bist, ist natürlich super. Wir lesen es in der Bibel und das hört sich natürlich gut an. Jetzt mal ganz praktisch. Wir hatten einen bei uns im Chat heute Morgen, der gesagt hat, hey, ich habe nur eine Rente von 1.100 Euro und wenn ich da noch meinen Zehnten gebe, was davon übrig bleibt, da werde ich einfach nicht wirklich von leben können, so in der Form. Wie sieht es da aus? Generell ist es natürlich so, das ist auch bei Reichen so. Ist nicht einfach so, dass ja automatisch einfach den Zehnten ist erledigt. Ich habe gemerkt, eigentlich egal welche Sparte, jeder sagt, es geht nicht. Und die Bibel sagt, er prüft mich, testet mich. Also teste Gott. Ich sage diesem Typen, teste Gott für 3 Monate, 4 Monate. Wenn es nicht funktioniert, ist der Test hat nicht funktioniert. Und dann kommt auch die andere Frage, vielleicht gibt man zu viel Geld aus für das Essen, für Kleider, was auch immer. Ich habe auch keine Ahnung. Aber wenn ich den Zehnten zuerst rein tue, dann ist noch der Rest, mit dem ich lebe. Und das ist dann immer eng. Und ich bin aufgewachsen in einer Familie, wir hatten nicht viel Geld, wir hatten nie Fleisch, wir hatten nie Coca-Cola, nie Wein, wir sind nie in Urlaub gegangen, weil das Geld war nicht da. Und so habe ich gelernt, ich habe ja Füße bekommen, wir gingen wandern, Fahrrad fahren, wir haben immer Dinge gemacht, das hat uns kein Geld gekostet. Also zum jetzt da eine Antwort geben, müsste man das alles wirklich anschauen. Ob das wirklich so ist, das kann ich nicht beurteilen, aber jede Person hat ein Argument, wieso es nicht geht. Ja. Und in den Zehnten zuerst hineingeht, geht er weg und dann habe ich den Rest noch und dann muss ich eben schauen, wie kann ich mit dem noch leben. Und dann wird man oft kreativ und innovativ. Kreativität, hey, ist groß in dem Sinne dann, ja. Mega, mega gut. Hey, Leo, vielen, vielen Dank. Ich glaube wirklich, ich habe so das Gefühl, dass bei jedem Thema es noch so viele Fragen gibt, wo wir reingehen können. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir einerseits als Church, aber andererseits auch als Familie, als Individuelle, dass wir einfach da uns in die Themen einarbeiten, einfach schauen, was Gott für uns hat oder für dieses Jahr, wo wir einfach besser werden können, gerade vielleicht auch, was das Geben angeht. Du hast vor ein paar Wochen mal darüber geredet, hey, lass uns doch über den 10. hinausgehen, einfach mal anfangen mit 10,5% oder 11%, oder? Willst du dazu noch kurz was sagen? Ja, ich habe auch gemerkt, den 10. mache ich so seit Jahren, das hat sich etabliert, es klingt ein bisschen blöd, es hat sich etabliert und dann hat sie mir gesagt, gib jedes Jahr 1% mehr. Und dann habe ich das gemacht und jetzt habe ich das wieder, den Auftrag geändert, Anfangs Januar und dann schluck's zum Moment, weil mein Gehalt hat sich nicht verändert. Also vielleicht habe ich 50, 60 Euro mehr im Dings, aber nicht mehr. Ich verdiene ja nicht Geld an den Büchern, irgendetwas. Meine Frau arbeitet in dem sie auch nicht. Mein Gehalt hat sich nicht verändert. Also der Glaubenschallenge wird immer größer. Und ich finde es einfach faszinierend. Ich schaue am Ende vom Jahr zurück und ich war an mehr Orten als jemals zuvor. Ich konnte an mehr Ferienhäuser, habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Das sind 1000 Wunder. Und wenn es Gott nicht macht, dann habe ich Füße und ein Fahrrad. So bin ich aufgewachsen. Also ich habe nicht eine Erwartung, ich gebe und Gott muss mir eine Villa schenken in Mauritius. Nein, ich bin für alles immer offen, weil am Ende vom Tag ist, man muss bescheiden sein, man muss dankbar sein, aber man darf Gott nicht limitieren. Ja, ist gut. Das ist gut. Hey, richtig, richtig gut. Hey, wenn du Hilfe brauchst, gerade wenn es um das Thema Finanzen geht, wir haben Leute, die sich wirklich gut damit auskennen. Das sind Volunteers, die wirklich sich damit auskennen, wie man ein Budget zusammenstellt, aber auch andere Dinge, wobei wir dir helfen wollen. Das heißt, wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei uns icf.ch/Hilfe, weil wir wollen dir wirklich zur Seite stehen und dir helfen. Hey, wir sind in der Serie drin, Leben wie niemals zuvor in dem Buch, was mega, mega cool ist. Nächste Woche haben wir das letzte Thema. Das Thema ist Arbeit. Bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Woche, um da einfach zu schauen, wie wir dort, was Gott dort in dem Bereich einfach für uns hat und mit uns vorhat und wie wir dieses Jahr einfach in dem Bereich noch besser werden lassen können, worauf ich mich mega freue. Hey, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.